und sein Knappe. Na endlich. Guten Abend, Freunde. Setzt euch bitte und genießt mit uns Speis und Trank. Hast wohl ein liebes Herrchen, was? Ja, das ist der Mihong, hä? Ja, gib ihm nochmal. Bau ihn nochmal an, ja? Guter Hund. Bist mein Hund, hm? Schön, dich zu sehen. Mach's gut. Hoffentlich hast du eine ruhige Wache. Komm her. Oh, kleines Hundchen. Ja, wir müssen jetzt den Schatz suchen. Komm, Hundi. Machst du jetzt wieder? Komm. Oh. Ah, da bist du. Hallo. Wollen wir gehen? Röstli, wir müssen den mal putzen. Schau mal, alles voll Blut. Hä? Halt dir das? Ja, nein. Aber der grusig, hä? Also. Zwei Wachen aus Stein. Genau wie in Geibelsheim. Köter! Ja, ja, Müh. Aber Junge. Hier. Und, ergibt das einen Sinn für dich? Es sieht aus, als wäre es aus einem Buch rausgerissen. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Vielleicht fehlt ja auch noch ein Vers. Oder es gibt dazu eine Karte. Das muss es sein. Eine Karte. Warum ist mir das nicht eingefallen? Geht es dir gut? Ich weiß vielleicht, wer die Karte hat. Hab 1000 Dank, Heinrich. Behalt das Pergament. Du warst eine große Hilfe. Nun, dann viel Glück. Köter! Lauf! Fuß! Sitz. Ich sagte, Sitz. Du hörst nur mit Karotten. Und warum sollte man seine Fähigkeiten nicht ab und zu gegen andere testen? Besonders mit Wetteinsatz. Also, was sagst du? Du kannst gut, hä? Röstli, gang auf die Seite. Was kann ich für dich tun? Wenn du mir etwas Zeit und ein gehöriges Ohr leihst, habe ich noch ein Rätsel für dich. Na, wie sieht es aus? Was ist? Fuß! Oh. Oh. So, du siehst, da hängt einer. Der sieht Hallo? aus wie Venza, der Gehilfe aus Apollonias. So wie es aussieht, hat Herr Semin bei ihm keine Milde walten lassen. Das Glück hat uns wieder zusammengeführt. Womit
kann ich dir diesmal helfen. Wenn du gerade Zeit hast, habe ich noch ein Rätsel für dich. Daher teilte er verdiente Groschen nach seinen eigenen Regeln mit seinen Tieren. Jede Henne im Stall bekam 5 Groschen, jede Biene im Stock 15 und die Spinne im Dach bekam ganze 20 Groschen. Und nun sag du mir, was bekam die Katze? Ja. So ist es besser. Gott! Mist! Mich kriegst du nicht. Das wird sich zeigen. So, dann gehen wir noch schnell zum Händler. Ich sollte doch ein bisschen Zeug verkaufen. Salut, Jörg. Alles klar? Ah, shit, jetzt ist schon zu. Ja, ich denke noch, Zeug verkaufen. Scheiße, was haben wir für Zeit? Oh, sie haben schon 8 gehabt. Ja, scheiße. Ja, dann gehe ich auch zuerst pennen. Ciao. Los! Hennen haben 5 bekommen, Beile 15, Spinnen 20. 10. 10 Groschen. Ganz genau. 2,5 Groschen für jedes Bein. Hey, bist gut, muss sagen. Du braver Junge, du. Aua. Der Hurenpisser hat mich gerade Huren verbrätscht. Ruhig. Wie behandelt dich Stanislav? Warum bist du fortgelaufen, wenn du so viele Schaffreunde hast? Ah, sie gehen dir auf die Nerven, ja? Ich würde lieber meine Zunge hüten, junger Mann. Ihr habt euch nicht viel besser angestellt. Ja, und genau deswegen wäre ich... Ganz ehrlich, ich habe ununterbrochen an dich gedacht. Oh, komm her, du schlabberndes kleines Biest. Hast du eigentlich etwas weiter noch? Ah ja, oder? Eine Karte. Ah, schau da. Eine Schatzkarte, geil. Wieder ein Rätsel. Wuhu. Ah, weiss ich gerade nicht, was das ist, ja. Also, erzähl mal. Hat es dir dort gefallen? Hast du ein hübsches Wolfsweibchen kennengelernt? Oh, ich scherze doch nur. Aber hast du mich wenigstens vermisst? Was? Hast du nicht? Hast du mich etwa vergessen? Aha. Du machst also bloß Spaß, oder? Was hat er dir angetan? Er hat eine gewisse Maid davon überzeugt, dass er sich ihre Kleider anziehen darf. Als ich dann eines Abends unter ihrem Fenster sang, fanden das alle urkomisch. Und dieser Hund bewirft mich aus dem Fenster auch noch mit Flieder.
Wie nennt man es, wenn Schafe Liebe machen? Ein Schäferstündchen. So, also. Irgendwo da hier in diesem Wald ist ein Schatz, so zwischen zwei Bäumen. Und da ist auch so eine Abzweigung. Ja, ich denke jetzt mal, muss irgendwo da innen sein. Könnte noch schwierig werden. Nicht jetzt so einen kleinen Teil da. Oh, Pilzli. Ein Schirmling. Den haben wir. Wieso sprechen zwei Schafe nicht mehr miteinander? Sie kriegen sich ständig in die Wolle. Das reicht, du bist dran. Ich bin da falsch. Ich sollte da irgendwie ein bisschen mehr da durchhauen. Köter, du könntest mir eigentlich helfen suchen. Geh mal ein bisschen suchen. Ist hier etwas? Such. Hügel. Ah, das ist schon mal gut. Das ist, glaube ich, so auf einem Hügel oben, die zwei Bäume. Bausch? Ist dort etwas? Jagdgebiet Wölfe. Ja, da hat es Wölfe. Ich glaube, ich muss mal da Wärtchen vornehmen. Was ist? Ja, da tönt etwas, hä? Oh, schau da. Scheiße. Nimm ihn. Oh, gut, hä? Das sehe ich. Więcej razy paliłem kościoły, niż byłem u spowiedzi. Wybacz swemu słudze. Wybacz. Wybacz i pozwól mi jeszcze tylko raz wykastrować tych bezbożnych skurwysynów! Ach, halt deine Klappe! Du siehst du. Hey, du bist ganz schön mutig. Twoja baba i tak do końca życia będzie pamiętać o mojej polskiej kiełbasie! Ich werde dir gleich dein Maul stopfen. Ciebie i twoją matkę piekło pochłonie. Niech was piekło pochłonie! Warte! Nicht! A co to za kutas? Schneller! Oh, oh! Ja, ja, du dummes Hundchen. Hast du abgehauen?
haben wir gut gemacht, Hundi. Aber, Junge. Wie du meinst. Er gehört dir. Aber die Kuh gehört mir. Und sie bleibt bei mir. Oh, Scheiße. Rozrywa mnie to wkurwia! O kurwa. O kurwa, było blisko. Gdybym nie miał chociaż tego kociokwiku. Siehst du? Ah, da kommt wieder der. Oh! Du siehst du! Ich habe ihn nicht gesehen. Dann schlachten wir noch ein bisschen mehr auf. Aber, Junge. Brav. Ich habe auf dich gewartet. Ja, das wär's ja gewonnen. Verdammt, das ist doch unmöglich. Tja, scheiße, hä? Also, hat mich gefreut. Schönen Tag. Ah, kann ich hier schnell pennen, wenn ich schon bei dir bin? Tempo! Wo bist Fuß. du? Ah, du kommst erst rein. Wir müssen da unbedingt ein bisschen betteln. Ja, komm her. Hast du Hunger? Ja, normalerweise bekommst du von mir nur Lass es dir schmecken. geräuchertes und getrocknetes Zeug, aber du musst halt rohes Fleisch essen. Gut. Ah, hat er noch nicht genug? So, also. Jetzt wegen diesen 2 Bäumen. 2 Bäume, die ganz dicht beieinander stehen. Ich glaube, das ist da sicher auf dem Hügel oben. Ah, da! Das sind sicher die. Oder? Oh, schau da. Ein Sack. Yeah, Kettenhaube des Brunswick. Tipptopp. Und Beiplatte auch noch gehabt. Wow, die Käben sind der wertvoll. Noch ein Teil von Brunswicks Rüstung. Und ein weiterer Hinweis. Und eine Schabracke. Das Ross. Aha. Ah, das sieht wieder interessant aus. Science Pisser. Zeig mir, was du kannst. Ist sie soeben nach draußen gegangen, um frische Luft zu schnappen? Am besten wäre es, man würde sie suchen gehen. Würdest du mich begleiten, Herr Ritter? Aber gewiss doch, werte Dame. Es wäre mir eine Ehre. Ausgezeichnet. Mal schauen, wie mein Röstli mit einer Schabracke aussieht. Wo ist mein Röstli?
Röstli. Ah, salü. Oh, das ist aber der schön. 1000. Bist du voll bedeckt, hä? Gefällt's dir? Oder nicht so? Ja, wir können sie dann wieder abnehmen, wenn es dir nicht gefällt. Das ist einfach ein bisschen blutig alles. Wir müssen die dann mal waschen, gell? Eine herrliche Sommernacht. Drin war es furchtbar stickig. Danke, dass du mich aus den Fängen dieser beiden alten Geier befreit hast. Ja, sicher doch. Aber ich dachte, Ich weiß, was du denkst. Manche Männer sind wahnsinnig schwer von Begriff, wie mein verstorbener Ehemann. Aber vielleicht habe ich dich unterschätzt, hm? du wirkst nicht wie jemand, der Lust auf schöne Gedichte hat. Sieh einer an. Endlich mal eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich bin ohnehin kein guter Dichter. Genug der Worte, Dummerchen. Umarme mich. Genießen wir die Nacht. Schließlich dient sie nicht dem Schlaf. Ah, Heinrich, hey. So. Langsam habe ich ein leichtes Hungerli. Grüß dich miteinander. Was darf sein? Ja, nichts eigentlich. Ich muss noch ein bisschen reden. Sally, darf ich da schnell etwas kochen? Ich habe ein bisschen Hunger. Also ich brauche dann schon mein eigenes... Ja, ich brauche dann schon mein eigenes Zeug, weißt du. Ja, mal ein Ei über. Ja, 2 Eier. Eier. Lauch. Ah, Hümpel. Wir sicher sind dreckig wie ein Mohren. Ich voll Blut und du auch. Entschuldigung, darf ich mich da schnell ein bisschen waschen? Merci. Grüße. Wenn du ein Bad brauchst, bist du hier richtig. Ja, baden wollte ich gerade nicht, aber merci vielmals. Hundi? Komm, etwas trinken. Gut. Guter Hund. Ja, du bist super. Köter. Wisst ihr, wir sind auf Schatzsuche, meine Damen und Herren. Wir haben keine Zeit hier zum Betteln. Also, die Schatzkarte sagt, wir müssen hier über das schöne Brückli, hä? Ich glaube es einmal. Was ist jetzt schon wieder? Ja, also das ist das Badehaus dort unten. Dann gehen wir über das erste Brückli. Dann kommt dann nochmal das Brückli und dann gegen rechts. Bin ich fast sicher, dass das so ist. Das ist einfach schön hier, hä? So. Hier ist doch irgendwo das Haus von dieser Hex. Oh! Grüß dich miteinander! Genau wie letzten Frühling. Wo wollt ihr her? Sorry, mach ein bisschen Platz. Schöne Händchen, hä? Die habe ich auch gefunden bei einem Schatz. Ja. Oh oh. Was ist? Oh, Banditen. Was ist? In Ordnung, ich gehe ja schon. Ganz ruhig. Na, Den Kerl schaffen was wir. hast du jetzt vor? Das reicht. Du kriegst auf die Fresse. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Oh! Du Pisser, komm! Ja, das 4. hochgielen. Findet ihr das fair? Na komm schon. Ja, kein Stich. Eben, irgendwo ist da
eine Hütte von so einer Hex. Hütte der wilden Frau. Müssen wir mal schauen, hä? Oder auch noch etwas. Hallo? Das ist die Hütte der Divojenka. Wer lebt denn freiwillig so? Muss einsam sein. Oh! Scheiße. Da Hümpel, komm mal weg da. Da. Nein. Ja. Niemand mehr hier. Zum Glück. Ja, da nicht gerade keinen Stich gehabt. Du. 4. Höhe oder 5. Höhe, die sind auf mich losgegangen, die Anschläge. Also, das wäre das 2. Brückli gesehen. Müssen wir da rüber, glaube ich. Dann lass uns mal anfangen. Aha, so macht man das. Oh, was für ein Treffer! Heiliger Strohsack! Was für ein Lärm! Und dieser Geruch erst! Die hat ordentlich Wumms, was? Was für eine Schweinerei! Damit etwas zu treffen, käme einem Wunder gleich. Was für ein Wunder, dass wir noch beide Arme haben! Oh ja, einmal hat sie einem Kerl das Gesicht und seinen halben Körper weggefetzt. So ein präziser Schuss? Aus welcher Entfernung denn? Nichts dergleichen. Er war derjenige, der geschossen hat. Heilige Mutter Gottes! Oder das Nestli. Und das abnehmen, das Zeug. Was nehmen wir da denn? 2 Eier, tipptopp. Eine gerade kochen, die Siechen. Dort sind Leute davor. Sehe ich das für Leute dort? Mhm. Hat irgendeinen umgebracht? Ah, komm nochmal. Scheiße. Ah, warte, ich bin noch gar nicht parat, du siehst. Ja, lass mich Hunger in Ruhe. Machst schon nicht mehr, hä? Hast du jetzt so mein Hund verscheucht, du Wichser? Machst du noch? Du siehst gleich kaputt aus. Du bist so gut wie tot. Hörst du? Ah, keine Stechheit, die Hurenpisser. Ja, dann könnte ich eigentlich gerade bei dieser mal eine Runde Pause haben. Ich brauche ja das Bett auch gerade nicht mehr. Aber nicht so bequem aus, aber... Ja, wollte ich etwas lesen? Noch hure schön, da. Ah, das Büchlein lesen, ja, ja. Was haben wir für Zeit eigentlich? Jetzt der 8. Hä? Ja, dann pennen wir doch eine Runde. Bis am 6. Ja.
So. Guten Morgen. Wildnis. Hempel, wo bist du mit See wieder? Du dummer Köter. Guten Morgen. Kann ich noch schnell schauen, wer ihr hier abgeschlachtet habt, ihr Arschloch? Seltsamer Händler. Was hat denn der dabei, was? Ja, dann nehme ich an. Oh! 58 Groschen. Ja, natürlich. Gutes Zeug hat der dabei. Leere Flasche. Gutes Zeug, hä? Also. Schild nehme ich gerade, merci. Leider ist noch so dabei. Fundhuben, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Hast wohl ein liebes Herrchen, hm? Was? So, du bist glaub besser gerüstet da, hä? Viele! Nehme ich. Oh, guten Helm hast du. Den nehme ich an. Brigantine, das ist auch gut zum Verkaufen, ja. Ah, noch gute Rüstungen hast. Das nehme ich alles. 2 Nüssli. Oh, Heiltrank, tipptopp. 13 Groschen, die nehme ich an natürlich. Also, hat mich gefreut, ciao zusammen. Ja, wisst ihr was? Was habt ihr eigentlich da für Schwerter? Militärisches Schwert? Ja, das nehme ich auch mal mit. Wie gutes Geld. Und du, was hast du für eine Waffe gehabt? Wo liegt deine Waffe? Ein Knüppel? Ja, nein. Also, aber lasst euch heute nicht einfach so ein bisschen rumliegen, hä? Ihr müsst doch ein bisschen ins Wasser. Oder einfach ein bisschen ins Gebüsch rein, hä? Da. Du auch. Du kannst da zu deinem Kollegen da. Voilà. Ich mache diese Arbeit schon lange. Deshalb habe ich sofort erkannt, dass die Schweine vergiftet wurden. Die Frau schwor, dass die Schweine nun quietschfidel gewesen wären. Sie hat sie sogar an den nahegelegenen Fluss laufen lassen, um sich zu suhlen. Er fließt durch den Wald auf der rechten Seite. Da wir schon hier sind, solltest du dich dort einmal umsehen. Sieh nach, wie sauber dieser Fluss wirklich ist. In Ordnung. Wann kommt ihn euch holen? Mein Junge, Mut ist eine Sache von Ehre. Aber was du da vorhast, ist weniger Mut, sondern eher Tollkühnheit. Besser tollkühn in Ehre, als fremde Feige aus dem Hinterhalt anzugreifen. Es erfüllt den Zweck. Krieg ist immer dreckig. Muss ich da weiterlaufen, bis ein Baumstamm dort liegt. Und dann rechts, hä? Ah, schau da. Ist jetzt das Zufall, oder? Mal, das könnte schon sein. Vor der Abbiegung, wo es rechts geht. Mal, nämlich gar nicht so schwierig, die hohen Schatzkarten. Also, dann muss ich da gerade durch. Dann eine links zum Kreuz. Dort ist ein Skelett an einem Baum. Gehen wir mal schauen. Wieder ein Nest. Jetzt überall Nester. Oh, das ist aber hoch oben. He? Also los, mein Junge.
zeig, was du kannst. Großer Gott! Was tust du da? Los, kämpf wie ein Mann! Zeig's ihm, Hauptmann! Ja. Lass ihn zurücklassen! Zeig's ihm, Hauptmann! Ja. So, jetzt muss ich auch den mal da rauf, nehme ich mal an. Ist das? Minze? Ja, nehmen wir. Oh, Lotte. Das Kreuz. Was ist es? Das solltet ihr aber. Ich komme für alles auf, versprochen. Weißt du denn, was an einer Hochzeitsnacht passiert? Du meinst das, was ein Ehemann mit seiner Frau macht? Nun ja, du weißt also, was zu tun ist. Nicht wahr? Ich bin ziemlich sicher, dass ich weiß, was von mir erwartet wird, Vater. Wahrscheinlich sogar besser als du. Also. Da haben wir das Kreuz. Oh, da ist ein Edelsteinring drin. Hümpel, passt mir auf, gell? Oh, dort ist ein Nest. Schwertknoll. Weiter. Ah, Party! Hure cool. Kannst du eins saufen? Ich komme nach der Hochzeit Da bei dir zusammen. vorbei. Das Pferd des jungen Herrn braucht neue Hufeisen. Schon wieder? Das letzte Mal ist noch nicht lange her. Was soll ich sagen? Olda reitet den ganzen Tag umher. Wenn er das Tier weiter so schindet, wird dem Gaul der Rücken brechen. Er ist eben jung. Man kann ihm nicht verübeln, dass er manchmal seinen Pflichten entkommen will. Du hast leicht reden. Du musst dir das arme Tier ja nicht ansehen, nachdem der junge Herr es den ganzen Tag geritten Ja. hat. Gott allein weiß, wo er Wow. überhaupt hinreitet. Stell dir vor, Herr Semin ließ mich ein Hochzeitsgeschenk für seinen Sohn schmieden. Ein Geschenk? Was denn? Ein Schwert. Schwert? Aber nicht irgendeins. Es sucht weit und breit seinesgleichen. Und du hast es selbst geschmiedet? Ganz ohne Hilfe? Ja, ich, ja. Ganz allein. Du Darf hure ich sehen? Pisser. Vielleicht später. Das habe ich gemacht, du hure Pisser. Ha, gut. Sieht lustig aus bei euch. Geh mal rein. Oh, noch da. Geiler Scheiß, Mann. Wie zu Hause bei Mutter. Schon, jetzt ist der da. Also, jetzt hat hier irgendwo ein Skelett hängen. Hallo da. Hallo. Ich habe ein schönes Schwertchen dabei. Darf ich das? Merci vielmals. Geht's dir gut? Nicht so, hä? Sieht mir alt aus. So, den Sack, den brauche ich. Brigantine des Braunschweig. Wow. Krasse, 1500 Groschen wert, das Ding. Nehmen wir. Der Kyras des Herrn Brunswick. Er ist es wahrhaftig. Das ist es, ja. Das ist wieder ein Fluss. Das ist wieder einfach zum Finden. Immer wenn es Fluss dort hat, ich weiß, glaube schon, wo das ist. Hat jemand gerade der sein?
Ja. Ja, hure bequemes Nest mal wieder. Guten Morgen. So, machen wir heute. Ja, mal ein Bierchen nehmen, hä? Ja. Morgen. Warum klebt hier alles? Guten Morgen. Habt ihr etwas zu essen für mich? Oh, super. Ja. Hier ist schon wieder eine. Gebratenes Ferkel. Ein Stück Brot. Wie? Ja, nehmen wir. Darf es etwas Spanferkel sein, Herr? Das passt gut zum Wein. Hier, auf dem Tisch. Ja, ja, schon genau, merci. Das ist dir los. Alle! Oh, schau. Hallo zusammen. Was machst du da so allein da? Ah, du bist der Fuß, hä? Ja. Animal, hä? Was denn? Was denn? Ich sag's dir. Komm her. Junger Mann, würdest du mit meiner Tochter tanzen? Bisher hat sie noch niemand um einen Tanz gebeten. Und Dubravka betrübt das sehr. Dabei ist sie wunderschön. Warum will niemand mit ihr tanzen? Sie ist so schüchtern. Sie hält sich immer zurück und wartet darauf, aufgefordert zu werden. Die Burschen haben nur Augen für die frechen Mädchen. Und das arme Ding bleibt ganz allein. Nein. Ja, sicher. Grüß dich. Sind wir hier im Nomadencamp angekommen? Oh, die hure schöne Rösser. Gesa in ihren Armen. Sie sah aus wie Jungfrau Maria höchst selbst. Timmerhaft. Das solltest du Aranka erzählen. Wieso? Meinst du, das bedeutet etwas? Jeder Traum bedeutet. Nein, hier nicht graben. Fuß! Also, wir müssen da mal... Salut! Wir müssen da mal hinten raus. Ein kleines verwirrendes Waldstück da vorne. Klar. Warum sollte ich nicht mit ihr tanzen? Sie kann doch nicht den ganzen Abend in dieser Ecke verbringen. Sie wird überglücklich sein. Sie sitzt dort beim Feuer, in dem purpurnen Kleid. Aber sei behutsam mit ihr. Sie ist ein sensibles Ding. Mich denn so an, Uiui. Bartoschek? Probieren wir mal, hä? Violette Kleid. Im Feuer. Ja, das ist etwa die, hä? Hallo, du Bravak. Du Bravak, oder wie? Wie geht's dir? Ich bin Heinrich. Ich bin Dubravka. Darf ich dich um einen Tanz bitten? Dubravka. Tanz? Mit dir? Ich weiß nicht. Hier sind so viele Leute. Lass die Leute doch Leute sein. Du bemerkst sie gar nicht, wenn der Tanz beginnt. Versprochen. Also gut. Achtung, kommt das gut? Du. Händchen geben, ja. Muss ich etwas machen, oder? Oh. Ich weiß nicht, wer mir Wir schwitzen schon. Diesem Weg weiter und dann über einen zweiten Weg. Links der Hügel drauf und dort soll es Kreuzen haben. He? Ich glaube schon so, ja, ja. Mhm. Herr von Bergo! Herr Marquardt! Herr Neback!
Und du! Ihr seid ein Haufen Verräter! Ihr könnt uns alle mal am Arsch lecken! Gott, bestrafst du mich so für meine Sünden? Tut mir leid, mein Freund. Deine Burg wird wahrscheinlich von Grund auf erneuert werden müssen. Okay, jetzt geht's dort rauf. Dort ist noch so ein Fels. Heisst jetzt das vor dem Fels links rauf? Sollte etwa schon da sein, hä? Er ist so blöd, er merkt gar nicht, wie sehr er sich... Na lustig, hä? Der untere Fuß war meiner. Wieso hast du meine Gesundheit gesund? Fuß war meiner. Was für eine göttliche Strafe. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Sieh's doch mal so. Wir würden von Bergo damit einen großen Gefallen erweisen. Du weißt schon, was das heißt, oder? Er stünde in unserer Schuld. Doch ein Blümeli. Salbei. Ja, nehmen wir ein bisschen. Ja, Hümpel. Über den zweiten Weg über und einfach weiter gegen rauf. Also. Hättest du dort etwas Platz für mich? Ich bin so furchtbar müde. Und mir ist kalt. Hier rauf. Schau, ob ich da raufkomme. Gott verdammt, jetzt hast du mich geklopft, Köter. Ist das richtig? Bin ich echt da richtig? Noch herzige, hä? Oh, das war wundervoll. Einen solchen Tanz hatte ich ewig nicht. Wie hat er dir gefallen? Der hat ja auch nicht so gut getanzt, aber... Soll ich es auch anlügen? Ja, ja. Du tanzt wie eine junge Göttin, du Bravka. Wirklich? Das höre ich zum ersten Mal. Das kann ich kaum glauben. Es ist aber so. Du bist der Erste. Danke. Nun, hure ich fies. gehe dann mal. Aber immerhin muss ich keine Albträume fürchten. Schließlich schlafe ich neben einem Ritter. Nicht! Mutter! Vater! Aber vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, vielleicht, hä? Also. Also, da nicht der geile Tanz vorhin, hä? Habt ihr das gesehen? Hä? Das ist nichts, was ihr da abzieht. Oh, sorry, ja, du bist mir gerade voll auf die Scheiche gestanden. Oh, Lotto. Ja. Glaub's nicht, ich bin tatsächlich... Oh. Oh, Scheiße. Rüpels. Hör auf! Verschon mich! Sicher nicht. Hey, besuchen mich. Habe ich den Schatz auch schon gefunden?
Lager eines Schatzjägers. Ja, ja, das sind auch Schatzjäger. Wo sind sie jetzt? Wo? Jetzt bist du fällig. Alarm! Angriff! Wo bist du? Seht ihr nicht? Ah. Oh. Jas! Bogenschütz, hä? Was willst du denn? Hör auf! Ich ergebe mich! Es gibt einen Angriff! Okay, das waren auch alle gesehen. Ja, die haben hier alles ausgegraben, hä? Blutiger Kelch. Oh, verreckt. Den nehme ich. Oder? Beckenhalber des Brunswick. Ja, das ist sie. Brunswicks Helm. Ich hab ihn. Geil. Brunswick-Helm. Yeah. Jetzt habe ich alle Teile von Brunswick, hä? Ein als Visier. Oh! Er botzt 1000. Ja, du siehst ja nichts. Wir werden doch nicht ernsthaft jemanden foltern, oder? Wenn er redet, ist das vielleicht gar nicht nötig. Aber du hast von Bergo gehört. Keine Rückzieher. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie man anständig foltert. Ich weiß nicht mal, wie man unanständig foltert. Für sowas haben wir Adligen doch Untergebene. Aber jetzt sind diese Untergebenen... Wir. Stimmt. Wir müssen uns zurückziehen. Alle Mann zum Turm! Sofort! Los knacken, leicht. Probieren wir es wieder mal. Hure schwierig. So. Yeah. Dann haben wir hier drin ein Breitschwert. Ja, das nehmen wir. Komischer Helm brauche ich nicht. Föttenhemdli. Kaputt, das will ich auch nicht. Oh, Muck. Tipptopp. Dann gehen wir wieder in diesem Fall. Hey Hümpel, wo bist du? Ist abgehauen. Aber Junge. Bleib zuerst mit rein. Hey, hey, hey. Hümpel. Hier. Schau, dort ist ein Hirsch. Scheiße. Ah, verdammt. Ja, nicht so einfach jagen, hä? In den Turm werden sie nicht so leicht gelangen. Sie werden verhandeln. Wartet's nur ab. Rückzug! Alle Mann weg vom Turm! Da wäre ich mir nicht so sicher. Scheiße, was ist das denn? Einfach Hier in Kelis. Laden! Die Mitte nobis debita nostra signi. In Deckung! Et nos dimittimus debitoribus nostris. Alle sofort weg von der Mauer. Et ne nos inducas in tentationen. Sondern erlöse uns von dem Bösen.
wirst erkennen, dass ich recht hatte. Und letztlich heißt es fressen oder gefressen werden. Des Tages hocke ich da noch schnell heute gemütliche Schenken. Nehmen wir hier, die sind ja auch am Pennen. Jetzt saufen wir da noch ein bisschen Wein. Ja, wird ich grad müde. Hempel schon am Pennen dort. Oh. Hoppla Schorsch. Bin ich gerade eingepennt da. Wetten wir darauf, wer mehr Erfolg bei Mischka hat. Der vulgäre Wojtek oder der hübsche Heinrich? Das will ich sehen. Wenn mir mehr Okay. Mischka oder Wojtek? Muss ich mit der flirten, hä? So gut, Junge, du wirst gegen Herrn Semin kämpfen. Das wird ein ehrenhaftes Duell. Also benimm dich dementsprechend. Also. Jetzt pass mal auf. Gibt's ein Problem? Ich war vor dir hier. Sind wir hier auf dem Markt? Du denkst, du kannst Mischka besser unterhalten? Witzig. Du bist ein Witz. Das ist auch schon alles, womit du sie unterhältst. Wenn du uns nicht so unverschämt gestört hättest, hätte ich hier ein Gedicht vorgetragen. Du? Ein Gedicht? So eins, das sich reimt? Wie, liebster Schatz, hol mir einen Schnaps? Dann trag du doch eins vor, wenn du so schlau bist. Nun, hast du ihn endlich erwischt. Wie fühlt es sich an? Ich sagte, wie fühlt es sich an? Dachtest du ernsthaft, dass du mich so leicht los wirst? Nein, 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 mein Junge. Ha! Nichts da! Du wirst verlieren! Lass die Scheiße und kämpfe! Angela, wenn ich wählen müsste, hast du gewiss die schönsten Brüste. Erstmal zahlst du, lieber Wojtek. Ansonsten heißt es Finger weg. Soll das witzig sein? Das ist ein verdammt bescheuertes Gedicht. Hör Ja. nicht zu, Mischka. Das ist nichts für die Ohren ehrbarer Mädchen. Wenn ich gewusst, dass der das sagt, hätte ich Ich aber habe ja nicht das keine Dichtkunst ausgewählt. vom königlichen Hof erwartet. Aber das? Bisher machst du dich nicht so gut. Das ist noch milder ausgedrückt. Da schlafen ja selbst die Hühner ein. Ich weide dich aus! Komm mal her, du Krieger! Oh, ein Verband! Schnell! Was sagst du, Junge? Ich bin ja nicht mal ins Schwitzen gekommen. Jetzt komm mal wieder runter, Bürschchen. Du hast zwar gewonnen, aber zeig trotzdem etwas Respekt. Ach, lass ihn knurren. Er ist jung und wird es irgendwann schon selbst lernen. Bevor ich gehe, habe ich hier noch Frühstück. Falls der Herr Hunger hat. Oh, war ich zu forsch? Nein, natürlich nicht. Danke. Brauchst du noch etwas? Nein, Herr. Warum stehst du dann da rum? Du hast mich nicht entlassen, Herr.
Ich bin kein Adliger. Du musst nicht so formell mit mir reden. Doch, weil du ein Gast des Markgrafen bist, Herr. Darf ich gehen? Ja, ich meine, ja, natürlich. Danke, Herr. Hau ab und wein dich bei Mami aus. Ich bleib mit Mischka hier. Das kannst du vergessen. Wojtek mag ein Trottel sein, aber du bist kein Stück besser. Siehst du? Hättest du dich nicht eingemischt, hätten wir nicht den Salat. Was ein Haufen Scheiße. Idioten. Mehr brauche ich Sieh nicht. nur, was du angerichtet hast. Ohne dich wäre Mischka jetzt mein. Ja, das habe ich auch ein bisschen verkackt mit ihr, hä? Und wo wir schon dabei sind, wo kommst du her, Junge? Offenbar nicht aus Troskowitz. Aus Silberskalitz, Herr. Aha, jetzt verstehe ich, was du hier treibst. Du bist nicht der Erste, der vor dem Krieg hierher geflohen ist. Ich fliehe vor keinem Kampf, Herr. Ich habe Arbeit hier und ein paar Angelegenheiten zu klären. Was für ein liebes Herrchen. Was? So. Guten Morgen. Guten Morgen. Also. Und der Hund ist gut geschlafen. Hierher, Junge. Die Straße ist ruhig, die Umgebung wunderschön, die Zeit drängt nicht. Und so fallen wir weniger auf. Wie du meinst. Und so bitte ich euch vor Gott und seiner heiligen Kirche, eure Ehegelöbnisse abzulegen. Der Liebe, Ehre und Treue. Du darfst die Braut küssen. Guter Hund. Braver Junge. Herrlicher Morgen, hä? Müssen wir aber noch die Schreittaxt machen. Die gehen wir jetzt selber schmieden. Also. Nicht da wieder geschnurrt. Wann hast du den Vogt das letzte Mal etwas pünktlich erledigen sehen? Dieser Baum wird noch lange nach unserem Tod da sein. Aha. Lebe wohl, mein Freund. Bis dann. Ja. Schöner, gell? Na, guten Tag auch. Guten Tag. Alles klar bei dir? Über was habt ihr gelernt? Über den Baum dort? Meitandli, oder was ist das? Nicht. Also. Fick dich, du Spielverderber. Lass mich in Ruhe, sonst gnade dir Gott. Leck mich am Arsch. Mein Liebster. Was willst du denn? Na, dich natürlich. Ich muss dir etwas sagen, auch wenn du es bestimmt schon weißt.
Was hast du auf dem Herzen? Nun, also, ich mag dich wirklich sehr. Das war's. Verzeih mir. Ich mag dich auch. Tatsächlich? Und Heinrich, Liebster, willst du nicht mit mir kommen? Ich würde dir gerne etwas zeigen. Du ungezogenes Mädchen. Wo zeigst du ihn mir denn? Ich führe dich hin. Mir nach. Hoppla, Schorsch. Das war vielleicht was. Ja, shit. Ich habe doch eigentlich gar keine Zeit. Das war gut gewesen, also. He? Schmied, darf ich mal schnell her? Du bist mir hure im Weg. Jo. So, lass mal schnell. Wie kann ich dir helfen, mein Freund? Ja, ich weiss, ich sehe dich fast nicht. Ich habe das Visier gerade unter. Guten Morgen. Sorry, das hat da... Jesus Gott. Gut. Morgen miteinander. Ich sollte da schnell durch. Leck, ist das ein Gedränge da? Meine Schuld. So. Hallo. Gott, verdammt ist das Gedränge da hier. So. Morgen, da bin ich. Oh, schau da. Du bist schon am Kämpfen. Wir sind nicht untätig. Meine Männer machen Passt aufeinander, hä? Ja, aber hey. Sigismund mit seiner Armee hier Du lässt ja den hinter dir fast ab. Pass auf. 2 Krieger in Eure Schiffe. Ja, Hümpel, komm dort raus. Komm her! Warum denn nicht? Brunschwig, seine Holzaxt. Oh shit. Wir brauchen noch ein Eisenstück. Du, Schmied. Jo, Was möchtest du? Eisen sollte ich haben. Sag mir, was du hast. Materialien, da Eisen, ein Stück lang. Ja, ja, weisst ja nicht so viel Geld, ja nur 2500 Groschen. So, das langt, merci. Ich hoffe, dir gefällt die Ware, mein Freund. Ja, sehr gut, sehr gut. Mach Apfelmus aus ihm! Aufs Maul! Die sind wieder besoffen. Also, fangen wir an. Zeug rausnehmen da. So, aus diesem Stück Metall gibt es eine geile Holzaxt. So ein bisschen Feuer reinlassen. Schauen, dass das Ding nicht verbrennt. Es hat einfach gleich glühen, ja. Kommt gut, kommt gut. Mal schnell schauen. Da müssen wir noch ein bisschen. Da, das ist gut, glaube ich. Sollen wir das ein bisschen weghämmerle da? Ich danke dir. Geht es dir gut? Es geht im Takt, hat er gesagt, gell? So, alles was ein Schiff kaputt ist, das Schiff was ein Belly hatte. Shit, dann habe ich schon daneben gehauen. Der Wellemann kommt, Potter, Sugar and Tea and Drum. Wer pfeift jetzt das so blöd? Heinrich, was ist denn? Es ist nur... Es hat mir sehr gefallen. Ja, es war schön. Das klingt nicht sehr überzeugend. Nun, es war ziemlich schlecht, um ehrlich zu sein. Ernsthaft? Verstehe. Geht es dir gut? Alles gut.
Schiff auf Gottes Syrah, nein, was ein Schiff, was ein Filiati. Wer pfeift das so blöd? Soll ich dann pfeifen? Habt ihr gehört? Mal kehren. Ich weiss eben nicht, wie es weitergeht. Sind beste Schützen. Jeder weiß das. Ach ja? Haha. Wer's glaubt. Ich bin der Einzige in dieser Gegend, der einhändig und mit verbundenen Augen einen Bogen bedienen kann. Naja, ich kann keinen Hasen treffen. So gut ist niemand. Aber davon mal abgesehen, komme ich mit allem zurecht. Komm schon, ich zeig's euch. Nimm einen Apfel in den Mund und ich schieß drauf. Nein, deine Hände zittern wie Schwalbenschwanz. Kurz gesagt, ich bin einfach der Beste. Das ist ja schon wieder abgehalten, der Scheissdreck. Gott verdammt, ich nochmal. Sieht aber schon aus wie eine Axt, hä? Langsam. Halsabschneider, Schwindler, Säufer und obendrein noch Philosoph? Ich bin ein Mann vieler. Du weißt schon. Ein Mann vieler Schulden und vieler Schnäpse? Komm schon. Du kennst mich doch noch gar nicht. Wir lernen uns mal bei einem Bier besser kennen. Wo wir davon reden. Hast du etwas Alkohol dabei? Nein. Scheiße. Geht auch nicht mehr so lang. Oh, der wird gerade schnell heiß. Das längt. Ah, warte, noch ein Hämmerle da. Oh, was war daneben gewesen? Ah, shit. Ihr glaubt mir nicht? Ihr glaubt mir verdammt doch mal nicht? Du beruhigen, mein Freund. Einen Teufel werde ich tun. Komm schon. Klär mir das da draußen. Wir schon draußen. Ja. Ist egal. Nachher. So, jetzt zum Härten, hä? Wollte schnell aushärten, der Scheiß. Dann sollte das schon fertig sein. Dann tun wir da noch das Holzstäbchen dran. So. Das da rein. Ja, verrecken sie. Ich bin der Größte. Wie bin ich hier gelandet? Vorsichtig! Am Himmel! Oh Gott! Ich werde fallen! Ich werde hier ertrinken! Du beruhigen, nicht bewegen! Und wie zum Teufel soll das gehen, wenn sich alles um mich herum dreht? Er ist gerült. Hat mich voor gevoel laten nie. Oh Gott! Was soll ich machen? Ich will wieder zurück! Verdammt, ich versuch's ja! Du wahnsinniger Heinrich! Wie sagt man Wahnsinniger auf Ungarisch? Bolland! Bolland! Ein wahnsinniger Bolondschopf. Ein Bier noch, dann spreche ich deine Sprache. Hoch die Krüge! Geschenkt! Auf alle Bolons und vollbusigen Blondschöpfe. So. Ja, sieht gut aus. Braunschweig, Holzatz. Preis 114, Nummer. Das ist ja nichts. Zweihändige Käbe, boah, das ist ein Ding. Ja. Ich weiß nicht, ob das so mies ist, hä? Ich glaube, die tun wir in die Kiste. So. Wieder raus. Aber jetzt tun wir die Türen zu, hä? In mein Zimmer, da geht ja keiner rein. Ist ja langweilig. Dann doch gleich spielen. Kannst ein bisschen rumlaufen dort. Das ist ein anderes Hundi, schau dort. Schau, es trinkt da. Müde. Das ist etwas zu fressen, mal. Er hat da so eine Wurst für dich. Bock. Mit Baumwollsrahm. Wovon faselst du da, Himmel?
Ihr beide seid sturzbetrunken, nicht wahr? Ah, vielleicht ein bisschen. Hab ich's doch gewusst. Verehrter Herr, wir arbeiten daran. Zum Angriff! Mathilda! So eine Scheiße! Verflucht mein Bein! Ihr Holzköpfe! Das war nur ein Warnschuss. Gebt auf! Oder wir zerfetzen hiermit eure Gedärme! Nur um uns Mut anzutrinken. Mut? Wofür? Also... Raus damit! Was will denn dieses Arschgesicht? Jassak. Jassak, genau. Miért egyeztem bele ebbe? Er sagt, du bist die wunderschönste Frau, die er je gesehen hat. Und dass er schon die halbe Welt bereist hat. Das glaube ich gern. Bin ich erleichtert. Jetzt nur nicht die Stiefel treffen oder umfallen. Oh, fast fertig. Oh, doch noch nicht. Endlich. Gyerünk, nem éri meg. Kurzum, er möchte dich näher kennenlernen. Du bist der einzige Grund, warum er noch hier ist. Wirklich? Ich dachte, sie alle wären Deserteure, die sich hier vor den Soldaten verstecken. Ich hatte keine Ahnung. Fein, gell? Fein gesehen, das Würstchen. Ja, komm her. Hallo. Kennst du mich nicht mehr, hä? Oh! Sorry. Shit. Ja, weißt du, wenn ich das Visier da unten habe, dann sehe ich aber fast nichts. Ja. Nein. Kleine Ringelblumen, nein, ja. Fest, was du dich fragst. Ich hab gewonnen! Saffen schon wieder der Rüde. Egy ilyen nő miatt el tudnám képzelni, hogy itt maradjak. Jó itt nálatok. Dir ist schon klar, dass ich kein Wort verstehe, oder? Azok a mély erdők. Félelmetesek. Inség. Singen, ficken, singen, fick. Jaj, de kéne segítség. Jede kleine Schandenfleck. Hey, Lantan. Salut. Sei gesegnet. Was machst du hier? Ja, das ist ja mein Räumchen da, gell? Aufpassen, hä? Wir wollen jetzt hier schnell heute etwas brauen. Brauche hier noch ein Tränkchen. Hast du das gesehen? Da, Ringelblumenaufguss. Keink sírnak, rínak. Ja, ein Kind schieren und riechen. Anyáik sírva borulnak. Ach, das Geschirr macht heftig satt. Mélyen hívő emberek. Maria steht hierfür im Dreck. Wasser. Eine Schnessel, zweimal Ringelblumen. Okay, so. Dann könnt ihr mal aufhören zu pfeifen, ich sollte mich doch ein bisschen konzentrieren. Also, dann kommen die Nesseln rein, glaube ich. Ja. Eine Handvoll voll. So. Und dann muss man das für 2 Sanduhren Umläufe kochen. Mal den Kessel ein bisschen ab Feuer. Warten bis es kocht. Elveszítik hitüket. Alle sehen das leckere mit. Bárki, aki tegnap élt. Ez a ördög is pokol. Du bist auf dem rechten Weg.
Doch das Ziel liegt noch vor dir. Mein Ziel? Meinst du den Schwarzgebrannten? Den auch. Ich meine aber eher dein Lebensziel. Welches Lebensziel? Sag du es mir. Ich will nur jemanden, der mich liebt. Ein ehrbarer Wunsch, das ist gut. Dein Ziel liegt genau vor dir. Aber sei vorsichtig. Das werde ich. Keine Angst. Komm her! Ja, du dummes Hundchen. So, jetzt. Bin ich auch ein bisschen spät gewesen, hä? Ist einer gesehen? Hey, das habe ich da gehört, hä? Also, guter Mann, wie fangen wir mit der Verkostung an? Ah, ich weiß es. Wie wäre es mit einem Weißwein zu beginnen? Wunderbar. Also, was hältst du davon? Eine Vanillenote wie ungewöhnlich. Und die grüne, frühlingshafte Farbe ist perfekt. Ja, diese Farbe und dieser Geschmack sind sehr selten. Das ist ein eher leichter Wein. Ich mag ihn, weil er zu vielen Gelegenheiten schmeckt. Ich würde mich Hunger nicht beleidigen. So, das längt. 2 Ringelblumen zu kleineren und 3. Und das wär's schon, hä? Ja. Gut. Eine Ringelblume. Und 2 mal Ringelblumen. So, jetzt sind wir das gleich zerstoßen, hä? Gottverdammt, wieso schlagen wir immer alle Türen vor der Nase zu? Also gut, trinken wir etwas anderes. Genau meine Gedanken. Was sollen wir... Ah ja, ich weiß es. Einen Rotwein. Wie wäre ein junger Blaufränkischer aus Österreich? Blauer Frankowka, wie er in Böhmen heißt. Von dir nehme ich alles, guter Mann. Nur zu. Ha, ein edler Tropfen. Ziemlich bitter. Bitter, ja. Aber das ist ein junger Wein. Schon, aber die Farbe... Das ist doch nicht blau, sondern eher violett. Das scheint mir nicht richtig. Er soll ja auch nicht blau sein. Beim Namen geht es darum, dass er nicht so rot wie andere Weine ist. Das ist eine Art Wortspiel. Ah, verzeih mir. Davon habe ich noch nie gehört. So. Das kommt jetzt 3, glaube ich. Ja. So, das wär's. Das da rein. Ringelblumenaufguss, 3-mal. Boah, habe ich gut gemacht. Die Nesseln zu lange gekocht? Okay. Oh shit. Nein, jetzt habe ich die Nesseln noch zu lang gekocht. Ja, siehst du jetzt. Ist doch gleich. Das kann man auch brauchen. Ja, wieder mitnehmen. Ah, grüße. Das ist das Hühnchen streicheln. Ja, mich hungert Hunger. Was machst du mit dem Hühnchen? Ah, du willst das rupfen. Aha. Okay. Da auch nicht immer, hä? Gerne. Nun gut, machen wir weiter. Wie wäre es nach dem ganzen teuren Kram mit etwas Einfachem zur Erfrischung?
Vielleicht ein Hippokras? Meiner hat eine ungewöhnliche Zutat. Mal sehen, ob du sie herausschmeckst. Weiß nicht. Das ist bestimmt mit echter Liebe gemacht? Aber natürlich. Doch ich meine eine richtige Zutat. Keinen lyrischen Unsinn. Na, dann weiß ich es nicht. Du bist ein Baudos, du Sieg. Ja, da schnell ein bisschen Kamele genommen, gell? Was ist jetzt wieder los, du Sieg? Ja, Scheck. Wieder besoffen, hä? Oh, ja. Ich habe einen seltenen ungarischen Wein aus Erlau hier. Sehr stark und süß. Los, her damit. Schlechte Weine braucht kein Mensch. Meine Rede. Und was meinst du? Gut, oder? Sehr gut und sehr rot. Und an der Zungenspitze hebt sich irgendwie der vorzügliche Geschmack. Der Geschmack hebt sich? Was meinst du? Wirklich schwer zu sagen, aber er ist wirklich sehr rot. Wie man auf den ersten Blick erkennt. Ja. Erzählst du mir gleich auch, dass der Himmel blau ist? Ist er doch. Wir müssen hier einen Bauer killen. Ist zwar nicht so meine Art, muss ganz ehrlich sagen, so Meuchelmord und so, da bin ich gar nicht, aber der hat eine sehr gute Frau hat der bedroht und einen ganz bösen Mistkerl. Ich lege jetzt hier mal ein bisschen schwarze Lumpen an, ihr seht, recht harnet. Und so sieht man mich nicht so gut, wenn ich mir da noch einmal reinschleichen muss oder so. Ja, wie das aussieht, ist der da innen, der Bauer. Darf ich da rein? Hallo? Oh. Privat, hä? Immerhin heiratet seine einzige Tochter. Ja, aber ich kann sein Hochzeitsgelaber nicht mehr hören. Ist aber immer noch besser als Sein. Was polterst du hier einfach so rein? Ja, hast du mich jetzt schon gesehen, oder Sieh mal was? nach, ob mir irgendetwas fehlt. Ruhig, braves Pferd. Lieber Hund. diese haarigen Köter. Was? Hä? Haarig? Braver Junge. Oh, noch da. Wildsäule. Da darf ich auch nicht rein, in diesem Fall. He? Du darfst hier nicht sein. Ja, sorry. Das ist er. Und? Gehst du endlich? Jetzt hau doch ab. Ja, geil, ja. Sorry. Oh, verdammt, ich habe ein bisschen unfreundlich. Bist du der Bauer? Mhm. Los, du gehst jetzt. Ich gehe ja. Genau der sollte ich. Er hätte jetzt dort umbringen. Du hast mir ein Geheimnis versprochen. Das erfährst du schon noch. Aber erst möchte ich dir etwas zeigen. Beeilung.
Ich habe ein Rätsel für dich. Ein Rätsel? Wieso? Das erfährst du noch früh genug. Hör zu, ich blühe in der Stille, bin anmutig und zart. Ein Schatz, der des Pflückens harrt. Ein Hauch von Duft liegt in der Luft. So fremd fast wie der Mond. Löse das Rätsel und werde belohnt. Wir müssen jetzt hier schnell warten, bis es ein bisschen feister wird. So. Also. Was ist da draussen? Schnüffel woanders herum. Was will der Köter denn? Zisch ab! Halt den Hund auf! Da. Genau so ist's recht. Hat ihr etwas gegen mich Hunger? Hau schon ab, Mistvieh. Dein Gebell nervt echt alle. So ein Du. frecher Hund. Hallo? Das ist so ein Arschloch. Was hat der gegen mich Hunger? Du solltest einfach ein bisschen weniger das umbauen. Hempel. Wo bleibt draussen? Dann, wie ist er jetzt wieder? Köter! Komm jetzt daher. Wir könnten den dort in den Stall reinlocken. Zisch ab! Hau ab! Zisch ab! Ja, das hätten wir. Müssen wir den noch verräumen da. Ja, das hast du, glaube ich, gut verräumt. He? Die einzige Blume, die ich sehen kann, heißt Clara. Richtige Antwort. Nun zu deiner Belohnung. Hoffentlich hat man uns in der Festung nicht gehört. Die Leute tratschen sonst. Wenn du auf dem Schlachtfeld nur halb so gut bist, dann möge der Herr sich deiner Feinde erbarmen. Lebe wohl, Heinrich, und danke für deine Hilfe. Uiuiui, da. Fühlst du dich wohl dort, hä? Ja, hast du schon gesehen, wie du dort hast rumgewälzt? Das wär's. Mir hat niemand gesehen. Tipptopp erledigt. Wunderschönen guten Abend. Hey! Du kannst im Dunkeln nicht ohne Licht rumspazieren. Ah ja, stimmt. Willst du, dass Sorry, ich dich verhafte? hier ist meine Fackel. Fackel an, los! Ja, ja. Ah, bist du hässlich. Jetzt verstehe ich, warum du im Dunkeln bleiben wolltest. Wie auch immer, geh nun weiter. Was ist jetzt das genau gewesen? Oh, Löwenzahn. Geil. Ich sollte da, ich glaube eben, das ist das Rathaus und ich sollte da einbrechen. Oh. Psst. Ich kann nicht so laut rumposaunen da. Ich sollte dort eben rein, Dokument stellen. Das war schon 12 Uhr. Und ich eben laufe da noch so im Zeug rum. Uhren bewacht. Oh. Ist der da unter was? Ich freue mich immer über höfliche Menschen wie dich. Gott Ja. sei mit dir. Gott behüte dich. Wie verläuft die Wache? Bis jetzt nicht schlecht. Das ist auch ein Gefängnis. Könnte auch ein Gefängnis sein, dass du da stehst, gell? Kann das sein? Mach doch keinen Mist. Ja, sorry. Udo! Hey! Komm her. Was baust du sich da die ganze Zeit im Zeug rum? Ja. Oh, das Sally! Ja, bist du schön. Aber nicht so wertvoll, hä? Und da? Wow, du siehst geil aus. Du bist aber auch nicht gerade so das Beste raus. Ihr seht einfach nur schön aus, aber könnt nichts, hä?
jetzt mal die Fackel weg. Mal bücken. Und dann schleichen wir da ein bisschen rein. So, aber Hümpel. Sitz. Bleib. Du bleibst jetzt hier. Hallo. Was machst du da? Stick, oder? Das sieht so schön aus, hä? Schaust. Du musst auf dein Bild schauen und nicht mehr anglatzen. Ja. Komische Leute da. Das ist ein komisches Dorf also, gell, Hümpel? Ja, du dummes Hundchen. Na komm. Ja. Rein. Dürfte ich fragen, was bei diesem Überfall überhaupt passiert ist? Das willst du nicht wirklich wissen, Bursche. Doch, muss ich. Uns haben sie auch überfallen. Wir haben mit diesen Schweinen eine Rechnung offen. Ich wollte damit sagen, ich will nicht darüber sprechen. Wenn du es mir erzählst, könnten wir vielleicht etwas Nützliches erfahren. Da hast du wohl recht. Auch wenn ich nur ungern daran zurückdenke. Glaub mir, ich weiß genau, wovon du redest. Ich sag's dir, wie es ist, Junge. Ich bin ein alter Soldat. Ich habe schon so einige Dinge gesehen. Aber das war ein Blutbad. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Es gab einen großen Knall, überall war Rauch und wir wurden mit Armbrustbolzen und Gott weiß was gespickt. Rauch? Ja, ich weiß nicht, was das für eine Teufelei war, aber unter unseren Männern brach heilloses Chaos aus. Dann haben sie ihre Chance genutzt und keinen verschont. Sie haben den Knochensäger des Herrn getötet und sogar ein Dienstmädchen. Rätseli? Ja, was soll eigentlich jetzt das Buch sein? Mal die Türen zugeschickt. Geld? Ja, nehmen wir. Die nehmen wir auch. Das ist etwa nicht das, hä? Komische Wäscherei da. Es das Zeug aufhängt zum Trocknen, aber das hier? Ja nicht mal Sonne. Da kommt ja gar keine Sonne her. Also ehrlich, da hier geht's ja noch. Da ist also nichts so. Oh, da pennt ja einer. Da habe ich Uhren gesehen. Scheisse. Habe ich auch schon gehabt. Mal rauf schauen. Oh shit. Ja, und pennen hier. Ja, aber da ist nichts fertig. Öffnet das Tor für Herrn von Bergos Boten!
Ich habe mega Hunger bei diesen Huren Hühnern überall. Oh. Da tut nicht mehr etwas dergleichen, hä? Oh, hey, Hühnchen, komm, bleib hier! Hümpel, schau das Hühnchen! Hat auch niemand gesehen, hä? Darf man das? Junge geil, dann nehme ich noch eins, hä? Oh. Komm sofort her, sonst rufe ich die Wachen. Wieso, was ist? Verzeih, einigen wir uns. Bist du ein Trottel oder was? Was hat dir dieses Huhn getan? Das gehört auch Ja. noch uns. Zahl lieber dafür oder ich melde dich. Wie viel wartest du? 15 Stutz, also hier. Doch, ich zahle. Kein Grund, dass noch jemand mit reingezogen wird. Ich will dich hier nie wiedersehen. Ja, ja, die sichern die jetzt schwierig, hey, Anton. Ich kann denen irgendetwas klauen, hä? Ja, der Wachkommandant, der hat aber noch Schlüssel und so bei sich. Mal schauen, ob ich da... Ah. Oh! Oh, da habe ich viel Zeit, in seinen Taschen rumzuwühlen. Was ist das? Brauche ich nicht. Geld. Oh, Schlüssel. Tipptopp. So, raus. Habe ich irgendwelche Schlüssel gefunden? Ich bin Herr Jeschek von Holochlawi. Und ich bin Heinrich. Tja, Heinrich, tut mir furchtbar leid. Aber das ist ein Überfall. Was? Bitte mach es mir nicht schwerer, als es bereits ist, und ergib dich. Ich will dir nicht wehtun. Warte mal. Vielleicht können wir das klären, ohne dass jemand ausgeraubt wird. Können wir darüber reden? Beeil dich bitte. Mein Leben geht zu Ende und je schneller dieses Unglück vorbei ist, umso besser. Was bist du denn für ein seltsamer Räuber? Räuber? Du wagst es, mich so zu beleidigen? Und wie soll ich dich dann bitte nennen? Ich bin ein ehrenhafter Mann. Nur hatte ich in letzter Zeit wenig Glück. Das kann ich sehen. Selbst dieser Überfall läuft nicht gerade gut für dich. Was du mir am Anfang zugerufen hast, wirkte eher wie ein unhöfliches Betteln um Almosen. Was hätte ich denn sagen sollen? Dein Geld oder dein Leben? Das reicht meistens schon. Also, dann gehen wir wieder ab. Oh, Luther. Schwert. Nicht so super gutes Zeug da drin, hä? Aber Geld. Hure viele Leute. Oh! Ein Kauer. Und dann wäre da noch der womöglich schwächste, Schätzchen. Schätzchen? Er ist hier sowas wie der Dorftrottel. Sein richtiger Name lautet Tobias, aber alle nennen ihn nur Schätzchen. Als Kind fiel er von einer morschen Leiter und stürzte auf den Kopf. Seither war er nicht mehr derselbe. Er kümmert sich in Grund um die Pferde und Hunde seiner Tante. Klingt nicht gerade nach einem furchterregenden Gegner. Ist er ja auch nicht. Bis zurück. Und Tobias? Hast du Freude am Kämpfen? Kennen wir uns? Ich bin Heinrich. Der junge Bruthans sagte mir, du übst dich im Kämpfen. Wie kommst du voran? Nun, es läuft nicht so gut. Du musst nicht kämpfen, das weißt du, oder? Was nützt es dir, wieder und wieder einzustecken? Doch, muss ich. Ich muss Stanislaus schlagen, damit er mich in Ruhe lässt. Manchmal ist es am besten, die Fäuste sprechen zu lassen. Das kann ich doch für gewöhnlich sehr gut. Na, willst du gegen mich dein Glück versuchen? Wieso nicht? Du willst mich doch verarschen. Hast du das gesehen, oder was?
Das sieht gut aus. Oh, das ist strikt Sperrgebiet, hä? Da darf man jetzt niemand verwutschen. Geiler Scheiß da hier. Das Opfer des Hermes Trismegistos. Das ist Casels Buch. Yes. Hab gefunden in dem Fall, hä? Also, sofort wieder raus. Ich möchte da gleich noch etwas mitnehmen, wenn wir schon da sind. Nein. Nein, raus. Wo ist jetzt hier der Ausgang? Ah, hier, hä? Wieder der Hänger raus. Gescheiter. So. Voilà. Ich habe es geschafft, Hümpel. Oh. Lebst du noch? Und wir können gehen wieder. Komm her! Ja, mögen wir doch nicht so an. Das Rathaus haben wir erfolgreich infiltriert. He? Sehr gutes Buch geklaut und jetzt muss ich abliefern. Check. Jetzt schmerzen sie nur noch, wenn ein Sturm aufkommt. Das ist doch praktisch, oder nicht? Du weißt dann in... Tja, ich hab wieder verloren. Danke für den Kampf. Ja, ja. Was für Wurst. Lecker. Saftig und prall. Vielleicht nicht riechen so gut, aber man nur müsse Nase zuhalten. Bitte sag, dass es hier um Essen geht. Ja, ich rede von Wurst. Wovon sonst? Wurst von Janosch. Ach so. Du denken an große, fette Salami in Hose von Janosch, eh? Meine Salami nicht sein für jeden. Ich bin anständiger Christ. Ich nehme sie? Du nicht werden bereuen. Komm zurück, wenn alles lecker und fest. Sie schmelzen im Mund. Oh ja. Fest? Ja, alles klar. Los, komm her! Ich hab auf dich gewartet. Du willst wohl was aufs Maul? Böse Vorahnung. Eine Vorahnung? Ich habe ein Fassbier zu Hause. Ich habe Angst, dass es bald schlecht wird. Er soll... Zeig es mir! Scheißkerl! Los, komm her! Das ist so tief. Hast du jetzt sozusagen im Wasser geschlafen, oder was?
Ich hab auf dich gewartet. Nicht alles. Freunde sollten sich doch gegenseitig helfen. Sag auf Franz, Waschendbescheid. Ist das ein neuartiges Training, oder was macht ihr da? Das geht mir ja nichts an. Jetzt bist du dran. Ha! Vergiss es! Interessant. Was ist mit dir? Willst du meinen Wein probieren? Kostenloser Wein? Da sagt nur ein Trottel nein. Das denke ich auch, guter Mann. Hier, auf deine Gesundheit. Ich wüsste gern, was du denkst. Bist du dir sicher, dass das Wein ist? Das schmeckt wie soll ich sagen? Und die Wahrheit ist, dass ich ein Narr bin. Ein Idiot, dessen Frau ihn betrügt, dessen Kinder ihn hassen und dessen Hund ihm jeden Morgen in die Stiefel pisst. Und mein Wein schmeckt auch wie Hundepisse. Kann ich dir auch irgendwie helfen? Damit mein Hund nicht in meine Stiefel pisst? Weiß nicht. Ich habe ihn mit der Nase reingestupst, Pfeffer reingestreut. Hat nichts gebracht. Am nächsten Morgen war wieder Pisse im Schuh. Oh! Was für eine Aussicht. Ja. Lauf. Zu deinen Diensten, Herr. Fuß! Die Sache mit deiner Tante. Ein Brunnen? Mitten in der Stadt? Wo kommt denn das Wasser her?